Für mich ist das Geradste, dass ich durfte Jesus kennenlernen. Und das wünsche ich jeden Tag hier, jeden Tag. Vandaag zit je met Walter Niefeld van Asunción. We kennen hem ook als evangelist, dat Jesus responde. Dankzij Walter dat u met mij dit hier maken hebt. Schön Reinhard, die war zu sein, dass wir mal top zetten in viele Jahre. Ja, wie tog de school, ja. Ja. Nee. En de dagen, ja. Dagen, Wat dagen, ja. Ja, nee, in de klas. Ja. En van daar aan wieder weet ik niet richtig, wat u wieder gedaan hast. Ja. Kannst du mir mal vertellen, wo het dan hangt, oder jetzt wieder zur Schule? Als die vreemde wegen. Naja, ich hatte ein sehr turbulentes Teenagerleben, wenn man so sagt. Ich habe mich mit 13 Jahren beziert und ich wieder nach der Darmschule, ich habe noch ein bisschen angefangen. Und dann kommen wir hier zum Internat, wie gesagt, wie vom Darb. Ich war getauft in der Gemeinde, aber das mit dem Christsein, das hatte ich noch nicht ganz im Griff. Ich meine, das habe ich immer niemals 100%, aber dann wird das noch mal ein sehr weniger, kleiner Prozentsatz, was man so sagen. Und das ging dann sehr nach dem rauf. Das Schleichsein, das Kalorichsein, das ging auch schön. En ik wilde ook met Jezus gaan. Dat waren also 3 Jahre, wo het dan sehr nach dem Rauf ging. Aber in der Zeit had ik de gelegenheid mich mit Menschen auszutauschen. Und über meine persönlichen Probleme zu reden, mit denen ich nicht fertig war. Und dann war es auch an, dass viele andere auch Probleme hatten, nicht bloß ich. Und da wird es so, dass ich dann die Entscheidung traf, ich würde in der Bibelschule gehen. Asunción? In Asunción in der Bibelschule, ja. Und das wird dann noch ein bisschen funnig, wie gesagt, wir noch ein bisschen jung. Dann sind wir endlich 18 Jahre sein, ich bin noch nicht. Wir 16, 17, als es anfängt, dann mit der Bibelschule. Ja, und dann ging ich mal durch 3 Jahre wieder dann, weil ich 3 Jahre da ist, die Bibelschule und mag langsam mein Kollege wieder. Und dann wieder so, dass ich da dann die Gelegenheit hatte mit dem Evangelist Albert Ernst, war Nachtwacht zu sein bei dem seine Equipo, der wieder dich bei Asunción hat, mit der Evangelisation ein paar Monate. Und als ich dann die erste Tafel leite, dann wieder China, die dort leiden wurden, die vroeg mich auf Eiter, dann muss machen. Span die al voets aan? Ja, met 18 jaar had ik die alleen een kleine gemeente te leiden. Dat kon je die voorstellen, ja. Ik spon predigen en dan de predik met toeren aan de watervorm met die gemeente. Aber irgendwie, wie Gott steht, ist das dran wieder, das ist nicht kaputt. Ja, aber die fangen das doch an schön zu gehen. Sicher. Ich will ganz spannend, ja. Aber man denkt, du bist 18 Jahre. Ja. Du bist nicht einer mit Anzug und dass sie dann sagen, ja, mit dem Kulturstrang hängen und so, ja. Wir ohne System und so. Von daher sind ich dann, komme ich wieder Fragen, Bekannter. Da ich sehe, die hat ein paar Kumpels, die wären in Takumbu. Und er hat da ein paar Mal einen christlichen Film gewesen. Nu wurde er Waschstratchen in Norden, in Kanada oder USA. Und wenn ich das nicht wieder machen, würde das keiner wieder machen. Takumbu bedient Gefängnis hier in Paraguay, ja? Ja, das ist das letzte Staatsgefängnis, kann man sagen. Ja. Und so fange ich dann Gefängnisarbeit an, das wäre dann 5 Jahre da. Und dann in den 9. Jahr fangen wir dann an mit der Evangelisation volltätig. Ja. Also das klingt alles in Spanisch, du wirst von Plattdeutschen eigentlich ganz schwach. Ja, irgendwie, als ich einmal da war in Asunción, habe ich mir nicht mehr ein Haus gebannt. Ich weiß, meine Kumpels, die reden dann, wollt wo ein Haus vor, wollt das sind Jahren. Ich bin sogar noch hier in Dortmund geblieben, da irgendwo vor ein bisschen
evangelisieren all. Wie ich das evangelisieren scheint, ich habe eine Berufung von Gott und dann kriege ich an der Zeit, wo ich an der Schule war. Wo kriegst du das? Wo würde man sich das bitte vorstellen können? Die hadden mich eingeladen, hier vom Chaco in der Gemeinde hadden eine Schule in Ostparaguay, in Toledo. Und die wollten ein Camp machen mit ihrer Schüler. Und die hadden mich eingeladen, eine evangelistische Botschaft zu holen. Als Bibelschüler noch, ja. So, ich zei touw, dat wäre dann meer door. Aber als wir fällt die Schüler an der Bibelschule, ja, hat denen das aber nicht gemalt. Das wird bei mir so ein bisschen immer das Problem mit der Autorität. Und dann gab es halt Stress. Weil sie wer da endlich wohnt da im Internat und soll das verheiratet haben. Ja. So, ich ging einen Kumpel, Konrad Palner, der auch an der Jähen studierte, auch und dann deden wir Torpedo. Und dann erlebte ich was ich noch nie erlebt habe. Wir haben das Licht ausgemacht, ich war krank und auf einmal beim Beten fällt ich so, ich soll auf den Schnee fallen und dann bin ich auf den Schnee und beten und dann sah ich an der Wand, das war so eine Mondschrift, schrieb mein Name groß über Paraguay. Und dann stand ich ab, ich fällt mir nicht, dass ich aber irrtümlich, dass man sagt, ja. Dann wusste ich, Gott will, ich soll vorpredigen. Ich fuhr dann mit dem Motorrad über 200 Kilometer nach Kawasu, dann Bosch wieder dann noch in Lucero und dann predigen, bei der ersten Predigt, dann erkläre ich den Heilsplan und sehe die Kinder dann, sie können rückkommen, bloß die bleiben, die Entscheidung getroffen hat und die bleiben alle sitzen. Und dann dachte ich, da hat er mich nicht verstanden. Dann erkläre ich das nochmal. Und dann ging ich dann ein paar Leute, aber die große Gruppe bleibt sitzen und will sich für Jesus entscheiden. So, das wäre für mich eine Bestätigung von Gott, dass das wird die Berufung. Aber der war ich konnte volltätig daheim, dass die noch so ungefähr 8 Jahre. Wenn man sagt, wie Gott führt mich erst über Gemeinde, Leitung, Gefängnis, aber zwischendurch muss ich immer, war eine Evangelisation, so verstoppt, dass man sagt. Ja. Die kleine freie Zeit, die hat mich dann anriemen. Aber dann auf einmal konnte ich das nervlich nicht wieder mit der Gefängnisarbeit. Das überstehe ich mir. Auf einmal ich brauche dann Hilfe, das ging nicht wieder. Und muss dann ausstehen wegen meiner Gesundheit. Und habe dann von dann an Evangelisation gemacht. So, du hast dann irgendwann, wie das dann Lothar vorher, dass Jesus responde gelernt? Ja, das wäre im Jahr 90. Zusammenschluss heißt das? Oder wo, ja, das wäre also nur die Gefängnisarbeit, als ich die dann Tag gelassen habe, das wäre einen Tag. Und dann wäre mir das klar, nu evangelisieren. Dann gab es dort eine Konferenz, eine spanische, von der Brüdergemeinde, die sagte, ich kann für einen Evangelist sein. Nach kort mit, nochmal, die wird das klar zu evangelisieren. Hattest du da nicht irgendwo vielleicht den Gedanken, naja, ich weiß nicht, ob du da noch ein Fernheim an die Gemeinde wirst? Ich wollte naar mijn gemeente gaan, ik wil als evangelist zijn en wel rückkomen en hingeholt hebben dat in mijn stad oder so. Die Geschichte mit der Gemeinde, wieso? Ich bin hier in Fernheim in der Gemeinde, bei der Gemeinde getauft, was nicht Zentrum ist. Und dann, als ich wurde in Lambarei anfangen, Albert Ensby von der Concordia bei der Gemeinde. Und die wollte sich die Lambarei-Gemeinde als Tochtergemeinde übernehmen und wollte dann mich als Missionar haben und fragte mich, ob ich mein Mitgliedschaft nicht von Philadelphia nach Concordia holen. Und ich habe das dann getan. Sie wollen die dann anstellen? Lohngeber? Ja, ja. Okay. Sie stellten mich dann an von der Concordia-Gemeinde aus. Und dann, als ich das Gefängnisarbeit übernahm, dann langsam übernahm die Concordia-Gemeinde auch die Gefängnisarbeit. Und sei anfangs wieder privat, und dann aber die Gemeinde steht an, im Missionskomitee und so weiter.
für die Gefängnisarbeit und schließlich übernahm die Gemeinde die Gefängnisarbeit ganz. Da hat die was von durch den Tag noch. Ja. So, da hat sie dem hingeholt, dass die Unterstellt. Aber als ich da gesundheitlich nicht wieder kann, dann wäre das ein brutaler Aufbruch, wenn man sagt. Ja. Also ich war hier wieder, was ich wieder morgen. Kort gesagt, das sei ich nicht. Also entweder utgebrannt. Okay. Es ist sehr schwer zu verstehen. Wenn du utgebrannt bist, kannst du nicht lange erklären, diplomatisch, wo es nicht soll wiedergehen. Du bist am Ende. Ja. Das meint, du hast zu viel hast du auf dein Programm? Ja, ich hatte zu viel und das war eine ganz andere Welt. Stell dir vor, ich komme aus der Kolonie und ich hatte da mit Kriminellen zu tun und die kommen raus und die wohnen bei mir zu im Haus und ich hatte mit denen Büten zu tun und dann auf einmal waren die da Bänder, weil sie noch nicht so ganz beschert waren, die waren wieder ihre Stelle oder was immer, ja. Und dann auf einmal hatte ich das bloß noch mit Angst zu tun. Ich war dann natürlich sehr gefährlich, wie ich nach einem Titel von Streusner, die können mir irgendwo Drogen entplanen oder was, dann wurde ich da festsetzen, willst du die Titel wieder so. Dann wirst du vom Fenster weg. Und ich war auch in mehrere gefährliche Situationen, wo ich dann mit der Polizei, den muss versucht zurückholen, wenn sie wegen festgenommen und so eine Sache. Du hast noch mit vielen Sachen zu tun, von denen ich keine Ahnung habe. Okay. Und das war einfach zu viel. Ich habe mich dafür nicht vorbereitet. Ja. Und dann geht es ja. Dann wieder? Ja, und dann die spanische Konferenz, die gab mir ein Jahr die Unterstützung, da ich wieder Mitglied bei denen, eine Gemeinde, ja, eine Lokalgemeinde, und die gaben mir ein Jahr Unterstützung als Evangelist. Das heißt, sie gaben mir die Unterstützung, aber das geht ein Jahr mal. Weil es noch einem Jahr sehen, sie wollen mich als Missionar schicken, in Ciudad del Este. Und an dem Tag sind ich dann hier. Dankeschön, wir sind Teil. Weil ich wusste dann auch genau, dass ich nicht Missionar, ich nicht Pastor, ich Evangelist. Und wenn sie für mich nicht das Evangelisten dafür eine Vision haben, dann will ich Teil mit uns. Dann komme ich in das Haus und meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind und sagte, ich habe aufgesagt, ich wollte kein Gehalt mehr haben von ihr. Und dann wollen wir von ihr an ab Glauben gehen. Wenn Gott will, dass ich volltätig am Dein, dann wird er uns die Ete geben. Und wenn nicht, dann wird ich irgendwann wahrscheinlich aber Gas verschieben. Und sie wieder mit zufrieden. Und Gott hat uns versorgt. Wir haben diese überdartige Jahr, es hat nie einen Tag gefehlt, wo nicht Ete war. Es war mal knapper, mal besser, wir ganz verschiedene Zeiten. Und wir haben auch keine Evangelisation, und die hunderte Evangelisationen, die gemacht worden sind, tausende Programme, Schuldvoluta. Gott hat uns von ganz verschiedenen Städten. Am Anfang ging ich hier in Paraguay der Tau, weil man lebt, das wird was rebellisch sein. Dann ging ich zur selben Zeit in Deutschland der oben. Und dann wäre am Anfang von der Gemeinde in der Stadt. Nun sind das überall, wenn es 15 Jahre wird, 90% von der Stattung kommt alle von Paraguay. Also es sind verschiedenste Menschen, die dann hier die Arbeit in der Stadt. Und da gerannt wieder das Team. En de Namen dem hadden we al een paar jaar vorher, aan 87 is al bij de evangelisation de Namen gekregen. Jezus is de antwoord voor de wereld van vandaag. Jesus responde al mundo de hoy. En dat zal om zijn Namen gaan, weil hij had gezegd zijn Namen geschreven. Ja, nu mal krijgt een beetje concreet aan de aanvang. Du fragst andere mensen, wel wie Jesus responde gerende? Ik vroeg eerst maar de mensen die willen metarbeiden. Okay. Ja. En dan am Anfang weer een associatie, dat we ons een paar hoop, die zeiden ook, we willen ook evangeliseren. En daar waren van alle soorten bij. Ja, Wo financiert je? en dat we hem abspenden. Dat heeft, ik weet, een evangelisatie, een dag voor hem uitvoeren hadden we nog niet dat geld voor de diesel te bad doorvoeren, wo we de evangeliseren, weißt du? Aber einen Tag wird das durch. Von ganz verschiedenen Städten. Es sind Menschen, die haben lange Straßen mitgemacht, andere haben ein Einzige.
Ich hatte hier eine Gruppe auch ein Fernheim von Verwandten, Familie und hier ein Sohn fängt das dann an, die sagt, ich mache mit und ich informiere ihn dann, was wir deuten. Und dann kommen von anderen Städten, aus Asunción oder ein Herr Kloter von Paraguay. So war das dann langsam immer mehr Freunde dann mitratschen. Okay. Dat wir alles am Anfang da auf Spanisch. Und du hast dann aber nachher bestimmt auch Anladungen gekriegt, wo Plottisch wird. Du redest auch einmal von Kanada, weißt du, da wird ja nicht Spanisch gewesen sein. Ja, also das Plottische, das kommt viele Jahre später. Dann auf einmal kriege ich Anladungen. Da habe ich gepredigt hier im Chaco. Noch, ja, sagen wir 2000, 90 Jahre, bis bei 2000. Besonders in Cunimano, in verschiedensten Gemeinden von der DARPA, Loma Plata, Jugendevangelisationen gehabt und so. Plottisch, ja. Und dann, wir in Ostparaguay, in Mexiko haben über 10 Jahre sind wir dann viel durchgefahren, wurden da einmal von Gemeinden eingeladen, hatten ein System, einmal im Jahr einen Evangelist einladen, in dem dann wenn man sagt, 5, 6 Tage in eine Stadt und 5, 6 Tage auf eine andere Stadt, so dann auf mehrere Städte Evangelisation machen. Sind die auch schon Plottisch? Ja, also mit Plottisch, da fühlt ich mich tüßig. Hudisch nicht so. Sie haben die schon viel gepredigt, aber Hudisch ist ja auch, wenn du das mit falsch redest, hielt sich das für sehr schlecht. In Plottisch kannst du ein bisschen anders reden, ob du in Fernheim, Männer bist, in Mexiko, in Bolivien, Kanada, jeder hat einer hat mehr Englische wieder dabei, andere mehr Russische wieder dabei, andere noch ein paar Spanische wieder dabei. Und dann, aber das ist immer richtig. Ja. Plottisch ist immer richtig. Mit Krankheit zu kämpfen, wo gehst du damit an? Ja, ich bin viel krank gewesen. Ich habe mit Depressionen gekämpft. Ich dachte, schuld wäre heute ein Sonnenstich im Chaco und dann habe ich 3 Jahre sehr mit Depressionen gekämpft. Sehr, so dass ich ein ganz anderer Mensch wäre. Ich dachte, ich komme dann nicht mehr runter. Und dann, nach einem Gebet, dann auf einmal ein Zack und von dem Moment an war das anders. Ja. Und so verschieden. Ich habe viele Jahre mit Asthma gekämpft, das wäre eine emotionelle Sache. Auch fand ich hier in der Schule an, wo das so nach dem Rauf ging. Und dann war 30 Jahre hatte ich Asthma. Nur hier mit dem Reggae habe ich ein paar ernährte Disco, wenn ich muss das Tisch sagt. Bandscheibenvorfall, 3 Städte, die sie mir diagnostiziert haben mit Resonantia magnetica. Und dann hat der Herr mir geholfen und nachher kam das dann, dass ich einen Tumor im Pankreas hatte und dort operiert wurde. Und nachdem kam eine chronische Pankreatitis, die 2,5 Jahre dauert. Und ja, endlich ein Mensch von all dem Dienst wie immer ein schwacher Mensch in Wirklichkeit. Wo sitzt du dort oder wo empfängst du dort? Gott will dich als Evangelist und einmal war da Krankheit, einmal war da Betroffenheit. Also für mich persönlich ist es eine Hilfe gewesen. Eine Hilfe ist, ich würde leicht überspielt sein. Ich würde leicht stolz. Das hat sich schön, wenn die Menschen die sagen, das hast du gut gemacht und das und ja und weißt du. Und damit hat man das aber ganz viel zu tun, wenn das anfängt zu holen. Und immer war da, hat Gott dass man sagt, am spanischen Kabel nicht die Erde. Hier, du bist ohne. Du kannst ohne mich nur staunen. Immer war da, hat Gott mir das gewesen, das Leben lang. Und das ist für mich eine Hilfe gewesen, dass ich persönlich bei Gott blieb. Du kannst dir den ganzen Dienst und selbst von Gott wegkommen. Ja, den hört jetzt auf einen spazieren. Ja. Und sicher einer wird sich das nicht gewünscht haben. Ich würde nicht gesagt haben, Gott lässt mich krank sein. Ja. Das andere wäre für mich auch fucking schwierig, wie es bei den spanischen Beten, wie viel für die Menschen. Ja. Ich habe für tausende Menschen gebetet. Ja. Jetzt kommen eine Fähre und sagen, ich bin krank, mein Kind ist krank, meine Familie, bet für mich.
Und das wird mir vorhin schwierig, für einen kranken Menschen beten und ich selbst bin auch krank. Ja. Ja? Dann hat mir mal ein Prediger, Ronald Bolzer, teilt ihm das mit, sagt, du, ich habe damit Schwierigkeiten. Dann sagt er, du, da kann ich, wir haben mein Kinderleben gehabt, sagt er, dann kann ich niemals für einen Menschen beten, sagt er. Weil ich so denken würde. Und dann wurde ich an, ob ich gesund werde oder krank werde, ich kann immer für Menschen beten. Ja, und Gott hat einfach die Menschen heilen, wo der Fähigkeit heilen. Ja? Für viele ist das einfach ein persönlicher Segen, für andere ist es, die wurden langsam gesund, für andere ist es, dass sie in dem Moment gesund sind. Ja? Aber das ist Gott seine Entscheidung. Das ist nicht mein Dienst, das wird predigen, dass die Menschen erstens mal Jesus kennenlernen und für ihre Troubles dann einfach beten, den Segen. Ja? So, wir haben auch ein bisschen Mix, wenn man sagt, wie Jesus Responde ist nicht von einer Gemeinderichtung, wie für sich so, dass wir oft die Baptisten, Mennoniten, Pfingstgemeinde sind, Presbyterianer, Methodisten, unabhängige Gemeinde, wie für sich immer so, uns an die Bibel zu holen, und den Stich so zu finden, dass wir so wenig als möglich anhören und jedem seine Lehre daher in der Gemeinde hat, damit dort nicht ein Problem bleibt, wenn wir wahrscheinlich nur die Evangelisation. Gut, Walter, du hast eigentlich ein bisschen angedeutet, was wir als Christen nicht sehen, das stolz waren. Wie läuft das vielleicht gerade ein bisschen dreithaft mit Krankheiten so. Du hast viel evangelisiert, viele Menschen haben Jesus geführt, viele sind erst die gesegnet worden. Ich möchte doch noch ein bisschen Gelegenheit geben an unsere Töchter, was zu sagen, was die hoch ist. Für mich ist das Geradste, dass ich durfte Jesus kennenlernen. Und dort wünsche ich jeden Taucher, jeden Töchter, das ist das Höchste, auf das ich man kann reich sein, man kann arm sein. Ich habe mit reichen Menschen zu tun gehabt, mit sehr armen Menschen, mit Gesunden, mit sehr Kranken. Habe selbst auch erlebt, wo wir viel gehabt, wo wir weniger gehabt. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist, wenn wir dorthin sind, wo Gott dich haben will. Wenn du da bist, wo Gott dich haben will, dann bist du auf der sichersten Stelle von dieser Erde. Und das gibt jedes Mal eine Freude. Dort, wo Gott uns das Leben geschenkt hat. Und dort können wir nur finden, wenn wir Jesus in uns Hut haben und wenn wir mit Jesus gehen. Und bei Jesus bleiben. Leib das Wort Gottes soll uns jeden Tag begleiten. Hier nie auf die Bibel zu lesen. Das gilt für tausende andere Videos, von solchen Tagen, Predigten hier, ein Bücher lesen, und was immer jedem interessiert oder sein Beruf ist. Aber die Bibel bleibt immer die Bibel. Himmel und Erde werden vergehen. Aber Jesus sein Wort wird nie vergehen. Und du, mit dem zu du warst auch warten, so, oder das evangelisieren so lange, dass Gott die sagt, ist zu Ende. Wir sind all 21, so was, ja? Ja, ihrem sagt ja immer. Ja, also Gott hat mich nicht was anderes berufen. Evangelisieren, Menschen vorbereiten, dass sie evangelisieren. Wir haben die letzten Jahre viel damit gearbeitet, nie Evangelisten. Okay. Ja, eine Vision von 100 nie Evangelisten für uns Land. Und damals schaffen wir, das hat alles mit dem selben Thema zu tun. Ja. Ich freue mich, wenn andere evangelisieren, wenn ich evangelisieren darf, das ist immer so der Dessert. Ja, also den Toaster, was seit man um eten kommt, das scheint nicht. Aber wenn man will, dort tun, wo Gott einen Beruf hat, muss einer auch bereit sein, viele zu tun, was nicht scheint, was er teuer hat. Also mir keine Sitzung scheint. Ja. Und ich muss viele Sitzungen in meinem Leben machen. Jetzt mich schlecht, würde ich alle jeden aufheben. Ja, ich würde nichts organisieren.
En zo, ja. Aber wenn ich dann nicht bereit bin zu tun, dann kann ich das andere nicht tun. En einige Menschen wollen bloß das tun, was sie berufen sind, aber nicht, was auch nötig ist, damit das ganze Rand. Ja, in dieser Welt kann keiner bloß das Scheine haben. Du kannst nicht bloßseitig Kette eten. Ja, also andere Flaschen an, ja. Als an die, als Christ, als Vorbild zu sein, ja, vielleicht das, was wir al reden mit der Krankheit. Ja, ja. Und so wollen wir wieder kämpfen, weil es nicht immer schön schmeckt, aber solange Gott mit uns ist, dann wollen wir fair was. Sehr gut, danke Walter. Ich glaube, das war ein sehr gutes Gespräch. Und ich wünsche dir wieder viel Mut und Kraft und Gesundheit für deine Arbeit. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Ihnen das geholfen hat, dass Sie mit diesem Gedanken, was heute letzt steht, mitnehmen können und dort ausleben können. Vielen Dank. Ja, danke schön, Reinhard, und Ihnen auch allen, was nächstes Mal.